Dein nächstes Erkundungsziel ist das Kraterberg Hochland. Und damit willkommen zurück zu Pokémon Arceus. Dieses Gebiet befindet sich nahe am Riss im Raum-Zeitgefüge. Deswegen können wir nicht absehen, welche Gefahren dort lauern. Im jetzigen Rang soll es in der Lage sein, das Kraterberg Hochland zu erkunden. Es gibt da jemanden, dessen Unterstützung du bei den Nachforschungen zu Elektroball benötigen wirst. Begib dich jetzt zum Übungsplatz. Sofort! Nein, noch anderes zu tun, Freunde. Unter anderem noch ein bisschen trainieren. Ja gut, vielleicht auch eher weniger. Sicher neue Pokémon und so. Und mal noch ein paar Sidequests machen und hast nicht gesehen. Apropos Sidequests. Neue Versuche zu erfinden. Traunfugil vor. Da man genau ansehen könnte. Traunfugils wildes Haar. Ich habe keinen Plan, wo Traunfugil überhaupt ist. Aber ja, wie bereits erwähnt, müssen wir uns ein bisschen auch um die Sidequests kümmern. Wie auch hier das Pokémon 2 Schwanzflossen. Ein Foto. Was jetzt sogar. Ne, warte mal. Das kann ich jetzt machen. Das war doch ein Ding. Ein Zwielicht. Und das haben wir ja. Also irgendwo müssen wir es haben. Kriegen wir mal ein Zwier. Nicht gefangen. Zwierklop, ja. Hä? Jetzt doof. Na, gar keins gefangen? Ernsthaft jetzt? Ich hätte schwören können, ich hätte schon eins gehabt. Ja, weil den Titel haben wir gefangen, Zwierklop, aber natürlich noch kein... Alter. Ja, guck mal. Mist. Ja, ich weiß auch, wo das Foto geschossen wurde. Jetzt mittlerweile. Mist, Mist. Ja, ihr müsst echt mal wieder ein paar Folgen reinbauen, wo wir uns um die Sidequests kümmern. Wäre wieder mal an der Zeit. Okay, und das nochmal. Was? So. Über die Entwicklungen. Wo ist er? Okay. Sag mir nicht, er will alle Entwicklungen sehen von Evoli. Dann raste ich aus. So. Ah, der schon wieder. Ja, ziemlich sinnlos. Bitte hilf mal, es zu finden. Hä? Wie soll das jetzt finden? Im Hauptsitz, okay. Ja, vor allem, was meint er jetzt mit Hauptsitz? Hier vielleicht? Das ist eine Art Hauptsitz. Scheint aber nicht so sein, was mir irgendwie helfen würde. Oh nee, wenn man so eine Quest um irgendwie alles alles absuchen muss und so. Nee. Und zu Bonbons kaufen. Papanessa hat sich zu Schaloko entwickelt. Ja, weil,
Mir ist damit unter noch aufgefallen, beziehungsweise wurde erwähnt, dass mir zum Teil noch irgendwelche Quests fehlen, die man halt Dinge triggern kann, wenn man bestimmte Personen, mit denen man früher schon Quests gemacht hat, ansprechen würde. Pané? Ne, außerdem wir keine Rapinella. Das ist ein Pané, kein Jaloko. Oh Mann, ey. Von nichts in Ahnung hat der Junge. Von nichts. Der Hauptsitz. Was ist denn der Hauptsitz? Ja, hier, Galaktik Hauptsitz. Bin ich eigentlich schon richtig? Muss ich auch mit ein paar Leuten quatschen und so? Also im Übungsplatz können wir immer noch. Was ich gerade vergessen ist eigentlich Magneton. Ja, okay. Der voller KP. So, dann helfen sie da finden. Ja, wieder eine Rettungsmission. Gedöns. So. Ja, wenn ich jetzt hier am Hauptsitz bin, irgendwie jemanden suche, wer kann mir helfen? Wer hat einen Tipp bezüglich... Bezüglich Evoli, komm schon. Zeig ihnen deine Dankbarkeit, ja, das würde ich gerne tun, lalala. Gehen wir mal runter. Wie er geschickt hat. Naja. Knirschmaterial. Keine Ahnung, wo ich das herkriege. Da ist ein anderes Thema. Wo zum Henker kriege ich jetzt hier Infos über Evoli? Abgesehen davon, dass eigentlich mein Ding eh schon voll ist, der Pokédex-Eintrag. Axanto, ja, ich weiß, wir haben sogar ein eigenes. Was eh viel cooler ist. So, wehe stellt sich raus, dass ich hier gar keine Infos zu Evoli kriege. Hier war ich auch schon. Hier ebenfalls. Da waren wir, glaube ich, auch schon bis ans Ende gelangt. Jo, immer ein Stockwerk hoch. Ah. Niemand da. Für die Rallala, für die Rallala. Ah, guck mal einen an. Da ist ein Nachtara. Aber auch eins. Tara? Evoli? Was? Ein Jubelmuffin. Okay. Warte mal, kann man nicht sogar einen herstellen? Doch, das geht. Teige waren Pfobeeren und Munterreis. Warum kann ich, um Dinge herzustellen, nicht aufs Lager zugreifen? Das wäre jetzt so viel einfacher.
Ah, hier runter. Echt, roll die Treppe runter, natürlich, wir sind ja auch im Bar. Ein Jubelmuffin beim Kaufen kann ich ja nicht, wa? Nö. Warte mal, der vielleicht nicht was Neues? Viele krasse Beeren haben die. Ja. So. Einfach so reingehe, das reicht, das selber reicht dann nicht, weil es jetzt irgendwie. Die Lagerkiste umbenennen. Nee, wir können wieder abbrechen. Dankeschön. Ja gut. Also mal ganz kurz checken. Munterreis und Vorbeeren brauche ich noch. So. Weil es mich gerade nochmal interessiert. Was war schon irgendwie der positive Effekt davon? Pokémon gegessen halt alle Statusprobleme, genau, okay. Ja, ob ich mich mal um die einzelnen Sidequests mal explizit darum kümmere, vor allem um die, wie zum Beispiel mit dem Bammelin. Also wirklich mal auf die Jagd gehen nach größeren Bammelins. Tara! Mhm. Wobei mir gerade die Frage, warum hat es überhaupt entwickelt und warum sie nach Tara? Durch Zuneigung in der Nacht, ja gut. Ich glaube, den anderen habe ich schon, wa? Ein Wasserstein kam. Einer könnte mir auch alle geben, also ganz ehrlich. Warum ist er so knausrig? Aber egal. So, Missionsliste schon wieder. Ja. Den 2 Schwanzflossen, Octilleris Tinte. Habe ich bestimmt noch nicht Octillery. Geschweige denn den Pokédex-Eintrag. Gar keins, wa? Noch gar nichts davon. Krass. Scheiß Piontrage, was man fangen wollte. Ja, okay. Noch einiges zu tun, Freunde. Gibt es sonst etwas, was wir noch gerade abschließen und machen könnten? Gehen des Meeres, das sparen wir uns auf für später. Wahrscheinlich Nebulak. Bindungsschnur. Hey, aber den haben wir doch sicher schon.
irgendwie den richtigen auswählen hier. Wo waren hier Nebulak schon wieder? Da fliegst du Zug in der nee, stimmt, das war das. Hatten wir schon mal, dass ich jetzt schneller hin und her switchen kann. Hören wir uns an, was sie zu sagen haben. Die netten Leute von heute. Oh. Uni von Madribi zusammen. Schade. Die werden auch immer exquisiter mit ihren Wünschen. Da ist es echt Wahnsinn. Okay, das wird jetzt so das Problem sein. Traumvögel wallendes Haar. Müssen wir erstmal eins fangen. Wo eins sein müsste, weiß er, glaube ich. Und Nebulago kennen wir hier wieder, wa? Okay, Kobalt Küstenland würden wir natürlich machen. Aber sogar als nächstes und dann will er das eine oder andere Pokémon auf dem Weg dorthin noch fangen. Und die Einträge noch abschließen. Aber wenn ich jetzt noch hier bin und auch mit der Hauptquest noch etwas machen muss, ich werde die noch vorantreiben. Dann wollen wir mal gucken. Was kann ich vielleicht tun? Pokémon tauschen? Nee, Items erhalten. Vielleicht sogar schon eher. Auch hier haben wir, genau, dann haben wir ja 2 Stück. Feuerstein haben wir auch einen. Eisstein, Blattstein momentan gerade nicht. Sonst hatten wir mal, aber ich habe leider verloren, weil ich draufgegangen bin. DP-Punkte hätte ich ja auch schon ein paar. Vor allem auch irgendwie ein Stromisierer oder Magmaisierer. Die ganz krassen Viecher. Bindungsschnur haben wir auch. Oder natürlich auch einen Düsterumhang. Damit ich irgendwie ein Zwirr finster machen könnte. Warte mal. Freunde, habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Um unser Magneton. Was da cool aussieht, gar kein Thema. Aber ich glaube, wir können es weiterentwickeln. Der Lichtblitze. Warte mal. So, die Dinge noch verschieben. Dann passt das wieder. Zack, sortiert. Wir haben noch einen Torfblock. 9 Sonnenbonbons, sehr gut. Leistungskies und Leistungsstein. Ich nehme mal mit, komm. So. Tatsächlich, Freunde, wir können Magneton entwickeln. Jo, es war doch so jetzt neuerdings, dass man Magneton zu Magneson mit einem Donnerstein entwickeln kann. Ich glaube, mit Nasknet zu Voluminas wird es auch gehen, aber es war, glaube ich, irgendwie bei gewissen Spielen. Ich glaube, beim Remake der 4. Gen ging es, glaube ich, nicht. Das war ein bisschen creepy irgendwie. So, warte mal, wir haben hier noch ein bisschen Story. Michael, der Herr neben mir ist der Wächter hin. Er wird dich zu Sneeboss führen. Was? Entschuldige, dass ich mich heute Morgen hier vorgestellt habe. Ich bin Hin, einer der Wächter. Hin und zurück. Du verstehst schon. Ich erinnere mich an einen von diesen... Ach, wie hießen die schon wieder? In der 5. Gen bei Schwarz und Weiß. Da gab es doch so eine Art Kampfzug. Gab es irgendwie 2 Brüder, die genauso aussehen wie der Typ hier? Um Elektroball begegnen zu können, sollst du die Kraft von Sneeboss Nutze machen. Ob Sneeboss dich anerkennt oder nicht, wirst du halt nicht sehr erfahren, wenn du ihm begegnest. Nun, zunächst einmal müssen wir sicher am Kraterberg ankommen. Es geht los, alles einsteigen!
Hier ist er wirklich sehr ähnlich. Inwiefern? Mit dem unterwegs ist. Aha. Ja, ja. Vielleicht kommt der auch aus der Zukunft. Könnte eigentlich sein, wa? Ich weiß halt die Geschichte gehabt von Schwarz und Weiß, wie das dort war. Wenn der Brüder dort irgendwie mal verschollen war oder sowas in der Art, aber es sieht genauso aus. Also wie er sagte von wegen, ja und jetzt geht's los, also im Sinne von wie ein Zug halt, ja. Guck mal, wisst ihr was? Ich hab Bock auf ein Magnezone. Magnezone. Cooles Viech, hoffe ich jetzt mal, war auch von den Statuswerten her. Gut, das falsche Wesen zwar, aber Spezialangriff ist trotzdem relativ hoch. Mit hoher Verteidigung und so. Sehr gut. Das heißt, nach Tara noch am tankigsten von allen, aber ich frage mich, ob wir langsam uns nach Tara verabschieden sollen. Alleine schon von den Typen her. Im Tanupto. Feuergeist. Brauchst du eigentlich einen Unlichtbogen nicht unbedingt. Käfergestein, Pflanze, Boden, Elektrostahl, Eiswasser. Das sind eigentlich schon coole Typen. Aber irgendwie vielleicht ein Feen-Pokémon nicht so schlecht. Ja gut, ich habe mich halt damals gegen Felinara entschieden, ich weiß. Halt irgendwie vielleicht auch ein Gardevoir. Vielleicht noch. Dann hätten wir halt ein Psycho-Fee-Pokémon. Ja, man zwar Galagladi, Psychokampf. Aber wir eigentlich mal einen Lucario noch haben und wäre es aber allerdings auch Kampfstahl. Egal, so. Mein Sohn, gefangen! Magneton hat sich entwickelt. Sehr gut. So. Genau, wir können bereits mit der nächsten Region weitermachen. Will ich persönlich aber noch nicht machen, Freunde. Ich will mich hier echt mal um die Sidequest kümmern. Und ich würde sagen, das machen wir auch vor allem in der nächsten Folge. Wir werden uns ein bisschen mit den Sidequests auseinandersetzen. Wenn es geht, will ich mich auch um den kümmern. Endlich um das Bammelin kümmern. Genau, Küstenland und hier wird das Kraterberg Hochland. Gut, Kraterberg kennen wir natürlich, das ist kein Thema. Okay, erst einmal ins Kobalt Küstenland. Können wir hier uns direkt noch vom Professor noch ein paar Einträge aktualisieren lassen. Evolis Entwicklungen erforscht. Ah, stimmt, das ist ja eine Sidequest, war genau. Das wir das entwickelt haben, erst 1, ja, noch gefüttert und so, aber ist ja schon Stufe 10, reicht also. Da haben wir uns noch ein bisschen was machen. Tempotechnik gesehen, gut, geht jetzt natürlich nicht mehr von dem her, jetzt aber ist eigentlich schon verkackt. Wechselschlag gefangen, werden wir vielleicht noch irgendwie hinkriegen. Und dann den hier gefangen, während es in der Luft war. Nö. Schlag gefangen. Ja, Einsatz von Donnerblitz gesehen. Ja, ich glaube, das kriegen wir noch hin. Ein paar Mal noch Donnerblitz einsetzen mit dem Viech. Sobald wir es haben. So. Genau. Der Spurfolge muss irgendwie auch von der anderen Richtung her oder so gehen. Aber ich würde sagen, das will es mehr. Sehen wir in der nächsten Folge wieder zurück. Oh. Wenn wir auf Vollmond war. Haben sie das noch dazu gemacht? Ursprünglich war es so, dass man den Vollmond gar nicht gesehen hat und deswegen irgendwie Ursaring optisch gar nicht zu Ursaluna entwickeln konnte. Also dass man irgendwie den Torfblock einfach halt nachts einsetzen musste und gehofft hat, das wäre Vollmond. Aber ich glaube, klar, es kann auch die Sonne sein, aber hier noch ein Vollmond aus. Egal. Freunde, ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Arceus. Bye bye.